Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Dieses Mal sind wir unterwegs nach Italien. Unsere Reise führt uns zuerst durch den Gotthardtunnel. Wie schon letztes Jahr möchten wir dieses Jahr auch wieder unsere Herbstferien in Venedig verbringen. Doch dieses Mal lassen wir uns Zeit mit der Anreise. Wir übernachten noch in der Schweiz. Am nächsten Morgen empfängt uns dann der Stau am Grenzübergang in Chiasso. Doch irgendwann schaffen wir es und Italien empfängt uns mit dem schönsten Wetter. Wie schon letztes Jahr wollen wir auf den Campingplatz Marina di Venezia. Unsere Parzelle ist schnell gefunden und wir haben uns eingerichtet. Neu nun auch mit Peggys, damit ich ruhig schlafen kann und uns nicht das Dach wegfliegt. Nach einem Tag ein bisschen ausruhen sind wir dann mit unseren Freunden und den Fahrrädern unterwegs. Es geht an den Markt nach Cavallino Tre Porti. Und natürlich auch immer mit dabei meine Fotokamera. Ja, so schnell geht's und ich bin schon wieder ein Jahr älter. Hier auf dem Campingplatz bekommt man dann ein extra Eis geschenkt und das genieße ich natürlich. Lecker. Die Krone sitzt ein bisschen schief. Ja. Am nächsten Tag dann ein Ausflug. Dieses Mal nicht nach Venedig, sondern auf die Insel Murano und Burano. Mit dem Hop-on Hop-off-Schiff geht es dann bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen 24 Grad nach Murano. Preis inbegriffen des Hop-on Hop-off-Angebotes ist ein Besuch in der Glasmanufaktur Elegi Murano. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen und staunen, wie schnell die kleinen Kunstwerke entstehen. Nach gut 2 Stunden geht unsere Reise dann weiter. Wir wollen noch auf die Insel Burano. Sie ist vor allem bekannt für die wahnsinnig schönen bunten Häuschen. Und die sind echt eine Reise wert. Kaum eine Ecke, die es nicht wert wäre, fotografiert zu werden.
ein echter Geheimtipp. Hier könnte man locker mehrere Tage verbringen und immer noch etwas Neues sehen, auch wenn die Insel extrem klein ist und man nach 10 bis 15 Minuten Fußmarsch bereits am anderen Ende ist. Damit endet unser Ausflug hier auf Burano und wir genießen erneut das schöne Wetter auf der Rückreise zum Hafen in Punto Sabbioni. Mit den gewieteten Velos geht es dann zurück auf den Campingplatz, wo wir noch ein paar schöne Tage am Strand verbringen dürfen. An unserem Abreisetag bekommen wir dann noch Besuch auf unserer Parzelle. Ein Eichhörnchen gesellt sich zu uns. Und damit endet leider unser Trip bereits wieder. Nach 10 Tagen auf dem Marina di Venezia fahren wir wieder zurück nach Hause, wo uns ebenfalls noch schönes Wetter empfängt und der Vierwaldstätter See sich von der schönsten Seite zeigt. Zu Hause angekommen, haben wir dann auch endlich die Italienflagge angeklebt. Die ging nämlich letztes Jahr vergessen.